Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Weihnachts-Rival-Special. Heute aber in der Position des Racers werden wir hier diesmal ein bisschen Rennen fahren mit dem Ferrari. Keine Ahnung wie der heißt, ist ja wurscht, Hauptsache ein Ferrari. Und da haben wir schon mal das erste Problem. Die Polizei sitzt uns auf den Fersen. Die versuchen wir jetzt abzuschütteln. So ganz Need for Speed mäßig. Hui! Och, der schöne Ferrari. Der war knapp. Was sind das für Polizeiauto, meine Güte? Das ist kein Polizeiauto. Wollte ich gerade sagen, nein, das wäre ja extrem krass gewesen, ja. Nee, ist es nicht. So. Ich denke, die werden wir schon die Velos da hinten. Und dann machen wir nämlich mal so ein richtiges Rennen. So sehen wir auch mal die andere Seite von Need for Speed Rivals. Das letzte Mal sind wir ja mit dem Nissan GTR auf Streif gegangen. So, sie haben mich verloren. Hoppala, jetzt muss ich nur noch weg von hier. So, damit die mich nicht mehr sehen. Am besten weg von der Straße. Oh, das ist eine Schanze. Auch ganz geil, die Schanzen, die hier überall sind. Hui! Was? Verfolgung vorgesetzt? Ist mir verarschen? Ist ja kein Polizeiauto weit und breit, wieso Verfolgung vorgesetzt? Jetzt bin ich entkommen. Super! So, und jetzt wollen wir doch mal hier vielleicht ein Speedrennen zuerst machen hier. Wo ist es? Ah. Ne, das wollte ich nicht. So, ich will das... Na, Mist, jetzt haben die mich gefunden. Okay, verdammt. Also, ich finde bei Need for Speed Rivals ist die Polizei fast ein bisschen zu krass. Also, man kann wirklich nicht in Ruhe einfach mal ein bisschen umherrasen hier, ein bisschen die Bergstrecke ausprobieren, ohne dass gleich die Bullen am Arsch sind, an meinem Arsch natürlich. Und das nervt mit der Zeit schon ein wenig. Weil manchmal habe ich wirklich Bock, einfach so ein bisschen mit den Wagen umher zu rasen, aber das schaffst du wirklich nicht, ohne dass du gleich die Bullen am Arsch hast. Schade. Was ich auch schade finde, ich glaube, man kann nicht einschalten, dass man manuell fahren kann. Also manuelles geschaltetes Getriebe finde ich ebenfalls scheiße. Und das gehört doch einfach zum Autofahren dazu. Hoppla. Hört auf nicht. Nein! Shit. Ich finde, das ist schade. Das letzte Need for Speed, was das hatte, Need for Speed Undercover, das Need for Speed Most Wanted hatte schon keine manuelle Fahrsteuerung, finde ich einfach schade, weil ich fahre echt gerne manuell. Ich weiß nicht wieso, aber der Fahrplausch finde ich einfach besser, wenn man hier noch ein bisschen schalten muss und nicht einfach nur Knöpfchen runter und weg ist man, ne? Ah, diese scheiß Ziele erfassen die ganze Zeit, der regt mich auch ein bisschen auf. Was haben wir für einen Status 3? Okay, das geht jetzt noch. Ja, vorhin hätten wir in unser Haus gehen können, also in die Garage, aber ich habe jetzt darauf verzichtet. Ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter, vielleicht kommt da noch eine Garage irgendwann. Hua! Was, kritischer Schaden jetzt schon? Oh. Wieso jetzt schon kritischer Schaden? Hab doch gar nichts gemacht. Okay, sieht schon nicht so schön aus, das Auto. Oh, schon wieder eine Schanze. Hui! Was, Zielerfassung? Nee. Oh. Okay, das war jetzt echt doof. Ja, jetzt gibt's Rauch. Jetzt habe ich ein Problem. Sehr kritischer Schaden. Klein wenig irgendwo reinfahren und dann ist er vorbei mit uns. Ist ja weg. Oh shit. Weh, du verdammt. So, jetzt sehen wir mal, wie das aussieht, wenn man erwischt wird. Dann verliert man leider alle gesammelten Speedpoints, aber das sind ja nicht sehr viele, da ich ja gerade erst angefangen habe zu fahren. Aber das ist echt schade, dass man nicht einfach ein bisschen rumfahren kann, ohne dass man da gleich von der Polizei erwischt wird. So, hier sehen wir den ganzen Spaß. 0 Speedpoints. Jo. Was ich mal sehen wollte, ich eben gesehen, das gibt's ja nicht hier.
Spieleinstellungen wäre wahrscheinlich hier. Sieht nicht aus, als ob es irgendwo weil auch da bei Tastenbelegung gibt es das nirgends. Von dem her einfach schade. Das sollen sie echt wieder einführen, weil das gehört einfach zum Autofahren, dass man schalten kann. Finde ich echt schade. So, jetzt aber, jetzt wollen wir hier wieder raus und dann fahren wir mal ein Rennen. Und zwar am besten gehen wir hier raus. Nö. Haben wir denn ein Rennen? Das mit den Fähnchen. Da, am besten gehen wir hier raus und machen da das Rennen. So. Du findest einen aktuellen Autolog-Empfehlung, bla bla bla. Nutze eine Handbremse um schnelle 180 Grad Wendemanöver zu führen. Ja, die sind dann wirklich ziemlich schnell. Also wenn ich drifte, dann benutze ich nie die Handbremse. Denn wenn du die Handbremse benutzt, dann bist du gleich wirklich weg vom Fenster. Ja, übrigens, ich bin jetzt im Einzelspieler-Modus. Nicht irgendwie auf einem Server oder so, denn das ist viel besser, denn auf dem Server, da schmeißt dich Albot mal wieder raus. Frag mich nicht wieso. Jo, ich finde das jetzt... Ist wahrscheinlich, läuft ein bisschen besser. Weil wenn du da während der Aufnahme rausfliegst, ist es keine schöne Sache. Allerdings, vielleicht kann ich mal aufnehmen, wenn ich mit dem Kollegen zusammenspiele oder so, wäre natürlich auch toll. Falls ihr natürlich Need for Speed Rivals spielt, falls ihr überhaupt Origin habt, dann fragt mich doch einfach an, wie ich heiße, wisst ihr ja. Ihr findet mich ganz leicht in Origin. Fragt mich einfach an, ich nehme eigentlich jeden an. So, oder müssen wir zuerst den Wagen drehen, mit der Handbremse natürlich, so wie sie es uns vorhin empfohlen haben. So, und jetzt nach oben. So, jetzt. Rase bis zur Ziellinie. Ja, das ist so, das ist normal, ne. So. Gegen was für Wagen muss ich denn hier antreten? Ach so. Erklären, okay. Gleich mal alles Nitro aufbrauchen. Ist notwendig am Anfang. Oh, da ist noch ein Porsche, gut. Die Wagen sind doch ab und zu, ab und zu ein bisschen verschieden. Manchmal gibt es auch, dass wirklich alle Gegner gleich sind. Das ist auch ein Ferrari hier, aber ein anderer Ferrari, auch schön. Ah, wow. Ich sollte bremsen in der Kurve und nicht noch Nitro geben. Ey, ich will hier nicht um den letzten Platz kämpfen, sondern ich will hier an die Spitze, wisst ihr ja. Oh, der hat sogar einen ausfahrbaren Heckspoiler, ganz geil. Das ist, glaube ich, der neue McLaren P1. Huch, tut mir leid, musste sein. Ich will an die Spitze. Warte, ich hab da noch was. Oh Mist. Habe ich schon eben getroffen? Nee, den Turbo habe ich noch vergessen. Den wollte ich eigentlich auch noch, auch noch irgendwo reintun. Das sind übrigens diese Spezialattacken, die es da gibt bei Need for Speed Rivals. Eine Art wie Mods, also ein bisschen wie Mario Kart, ne? Da hast du irgendwelche Sachen, die du da ablassen kannst, damit du deine Gegner schwächen kannst. Schaut mal, jetzt haben wir auch einen Heckspoiler. Ja, toll. So, jetzt braucht man den Werkstatt, denn mein Wagen ist schon wieder zur Hälfte Schrott. Nein! Ah, das war jetzt echt knapp. Das ist auch scheiße, wenn du irgendwo crashst, du bist nachher wirklich weit hinten. Immerhin nicht letzter. Schon mal gut. Wo ist denn der letzte? Ach. Oh, ein Helikopter, habt ihr gesehen? Wow, ich sollte auf die Straße schauen und nicht da auf die Seite. Wo ist denn der Helikopter? Da ist der Helikopter. Oh, jetzt haben wir noch Polizei. Ganz toll. Und ich habe die Musik vergessen leiser zu machen. Auch ganz toll. Wow. Ruckel, ruckel. So, wie weit ist es denn noch? Oh shit, Polizei. Ah, oh, da ist Dritter. Gut, jetzt sind wir schon Dritter. So, und jetzt sollte echt mal eine Werkstatt kommen, denn wenn jetzt die Polizei auch noch kommt, dann habe ich Angst, dass wir unseren Wagen zu Schrott fahren. Jetzt sind wir ein bisschen Geisterfahrer. Juhu. Oh shit. Da drüben wäre eine Garage. Müssen wir raus? Nein, müssen nicht raus. So, Bronze haben wir immer noch auf sicher, so wie es aussieht. Nähert sich niemand von hinten. Aber die vor uns sehe ich ja gerade gar nicht.
So, Wagen repariert. Jetzt geben wir wieder Gummi. Denn jetzt haben wir voll Nitro. Wir wollen schließlich den Gegner noch aufholen, aber ich habe keine Ahnung, noch 2,5 Kilometer, da unten steht's ja. Mach Augen auf, Julio. Eieiei. So, mit dem Ferrari düsen wir hier über die Autobahn. Endlich, nach so vielen Jahren gibt es wieder Need for Speed mit Ferrari. Wisst ihr bestimmt auch selber, dass es so echt lange keinen Ferrari mehr gab bei Need for Speed. Die letzten Ferraris gab es bei Need for Speed Hot Pursuit. Und zwar beim alten, beim Oldie, das habe ich auch noch bei mir zu Hause für PlayStation 2. Need for Speed Hot Pursuit 2. Da gab es noch richtig Ferraris, den 360 Spider zum Beispiel und den Ferrari F50. Das war echt geil. So, zweiter Platz. Ich denke, gar nicht mal so schlecht für das, dass ich bisher noch nicht so viele Rennen gefahren bin. Denn so lange habe ich das Spiel noch nicht und so viel habe ich gespielt. Vielen Dank in dem Sinne fürs Zusehen. Ich wünsche euch weiterhin noch eine schöne Adventszeit. Lange geht es ja nicht mehr, bis Weihnachten ist. Die Hälfte ist schon drüber. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren, auf Facebook vorbeischauen, kommentieren, Fazit. Ich habe das immer sehr gerne, Fazit, denn da kann man sich verbessern. Das ist echt gut, wenn ihr Fazit abgibt. Wäre ich euch sehr dankbar. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Türchen vom Adventskalender oder einfach beim nächsten Video. Tschüss, ciao.